Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion. Heute sprechen wir mal wieder über einen Film zu dritt. Das gibt's ja fast schon gar nicht mehr, oder? Leid, was sagt Mike, Kani? Voll stark. Völlig verrückt. Völlig verrückt. Sollten wir uns mal in den Kalender einschreiben. Eigentlich schon, gell? Jetzt hat's bei den Rolex funktioniert und dann auch gleich noch bei einer Filmbesprechung. Das ist echt Wahnsinn. Also ich kann es eigentlich noch gar nicht richtig glauben, aber das Tolle ist ja, die Kinos haben wieder offen. Wir gehen ja jetzt so fleißig ins Kino, das heißt, wir hauen jetzt einen aktuellen Film nach dem anderen raus. Aber heute sprechen wir mal über ein Kinoerlebnis, das der Mike wahrscheinlich in den 90er gehabt hat. Und zwar, Mike, du darfst uns jetzt erklären, über welchen Film wir heute reden. Wir reden mal über Starship Troopers. Ganz ein großer Film von meinen Lieblingsregisseuren, und zwar von Paul Verhoeven. Und ja, tatsächlich, ich bin schon so alt, dass ich das Teil tatsächlich 1998 im Kino gesehen habe. Und das weiß ich noch genau, weil es war zum Start, das war genau der 29. Januar 1998. Ich habe sogar noch die Kinoeintrittskarten. Kein Scheiß. Wow, okay, da brauchen wir ein Beweisfoto. Das treibe ich auf. Okay. Na gut. Habt ihr das auch gesehen? Hat euch gefallen? Ja, ich hab ihn auch gesehen und ich hab den als Jugendlicher, da habe ich so Phasen gehabt, wenn mir ein Film gefallen hat, dann habe ich den einmal in der Woche geschaut. Also das heißt, Tarantino und Mr. Rodriguez, die sind sehr oft angeschaut worden und Starship Troopers war da aber auch mit dabei, weil ich einfach diese Welt so geil gefunden habe, diese Galaxie und diesen Kampf gegen die Bugs. Aber Kani hat ihn wahrscheinlich bisher nur einmal gesehen, weil du es nicht verstanden hast, oder? Ich find's gerade ein bisschen grenzwertig, dass du so faschistoide Welten geil findest. Was stimmt mit dir nicht? Das hat sich die Bundesprüfstelle damals auch gedacht, ja, die es genau. 1999 indiziert haben. Und wegen solchen Leuten wie ein Korbi haben sie es tun müssen. Wegen solchen unschuldigen Leuten wie mich, die das überhaupt nicht in Verbindung gebracht haben. Ja. Aber um die Frage zu beantworten, ich habe ihn diesmal zum zweiten Mal erst gesehen. Also ich habe noch gar nicht so oft gesehen, aber es war ganz cool, weil das war jetzt so lange her bei mir, dass ich den gesehen habe, dass es fast wie das erste Mal gewirkt hat. Okay. Und jetzt sind immer noch richtig geil, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber dir folgen gleich diese Züge auf vom Faschismus und dem nicht okayen Gesetzgebungen, die da drin thematisiert werden. Ja, also wem das nicht auffällt, der schaut aber mehr ins Handy als im Fernseher, der die sagen. Oder ist ein blöder Jugendlicher, der sich einfach nur denkt, oh, cool, Action. Oder arbeitet bei der BPJM damals, als er rausgekommen ist und hat kein Handy zum Einschauen gehabt und hat dann anscheinend aus dem Fenster geschaut statt im Fernsehen. Man muss aber sagen, er funktioniert ja als bitterböse Satire, aber als saugeiler Science-Fiction-Action-Film, was man dem Film auf alle Fälle zugute halten muss, wo ich auch sagen muss, das ist ja so ein Steckenpferd vom Paul Verhoeven, einfach auch der Robocop zum Beispiel, ist ja ähnlich. Das ist brutal viel Gesellschaftssatire drin und Mediensatire und gebaut halt mit geiler Science-Fiction-Action, und das hat der Herr einfach drauf. Code. Weil in letzter Zeit hat er ja sowas in der Richtung nicht mehr gemacht. Nicht voll, nein. Das war damals so, das war so seine Hochzeit, sag ich mal, so 10 Jahre lang, hat er es richtig geil durchgezogen. Mhm. Total Recall, Robocop, voll. Starship Troopers, und irgendwie ist dann ein wenig Mauer geworden in die Richtung. Bei Starship Troopers wäre es ja sau cool gewesen, wenn er da vielleicht eine Fortsetzung gemacht hätte. Aber das hat leider das Box-Office auch schon nicht hergegeben. Also zumindest nicht so, dass er das nochmal machen könnte. Ja, er hat ein Glück gehabt bei dem, dass der Film überhaupt so geworden ist, wie er geworden ist, weil zu der Zeit bei Sony anscheinend so im Wochentakt Geschäftsführung gewechselt hat. Corby, du kennst das. Und jetzt hat da nicht wirklich irgendjemand nachgeschaut oder draufgeschaut, was er tut, und als dann nachgeschaut worden ist, hat er gesagt, hat er schon so fast fertige, also eigentlich so eine Rohfassung vom Film fertig gehabt. Jetzt ist das eigentlich so ziemlich genau das, was er auszubringen wollte, und hat das mit seinen 105 Millionen Budget so gestalten können, wie er wollte hat, aber am Ende, meine ich, waren es weltweit um die 125 Millionen. Ja, genau. Darum so sind Fortsetzungen sind zwar gekommen, aber alle gerade noch direkt ins Heimkino.
Und ja, ich habe Teil 2 und Teil 3 habe ich noch gesehen, die animierten habe ich gar nicht mehr angeschaut, aber ich hätte Teil 2 und Teil 3 noch mal anschauen müssen. Nein, wirklich nicht. Man muss aber dazu sagen, die Paul Verhoeven-Filme, die sind öfters so Slowburner. Also die kommen dann auch teilweise, oder die haben dann in der Gelder erst im Heimvideomarkt gemacht damals, wie zum Beispiel Showgirls, da wo sie meiner Meinung nach der prüde Army oder allgemein das prüde Volk nicht ins Kino traut hat, weil das Content von Showgirls ist ja doch ganz schön explizit nackig. Der Film hat halt dann daheim, oder für den Heimkinomarkt hat der dann erst so richtig eingeschlungen. Im Endeffekt war er ein Kinoflop, aber dann am Heimvideomarkt hat er dann so richtig Kohle gemacht. Ja, er hat es selber gesagt, er findet, das ist so, ja, das leidige Thema, Kruzifix, schlau im Fall wieder. Alte Leide. Ich wollte altleidige sogar sagen, dann hätte ich ein neues Wort gefunden. Jetzt wisst ihr sehen, das altleidige Thema heißt ab sofort, dass er in Amerika, er muss kämpfen, dass er einen Busen herzagen darf, aber er kann unzählig durchlöcherte Körper herzagen. Das fasziniert mich heute, sagt er. Ja, wir sollten jetzt vielleicht nur für alle, die nicht wissen, was Starship Troopers ist, aber auch nur die Handlung erklären. Also der Mike hat sich da gekonnt rauspalavert, mit dem das einfach erzählt hat, er war im Kino. Aber Mike, um was geht's denn in dem Film? Jetzt pass auf. In einer Welt, in der die Demokratie versagt hat, ist die Welt militärisch geprägt, wird auch so geführt und in dem Ganzen platzt außerirdische Rasse, die einfach nur so abwertig die Bugs genannt werden, rein und verursachen da quasi einen globalen Krieg, wo sie die Menschen quasi auf den Schlips getreten fühlen und dann Krieg anzetteln und gegen die Bugs kämpfen quasi. Wir verfolgen da einen Johnny Rico, der gespielt wird vom Casper Van Dien, dem sein Werdegang quasi von der Schulzeit, als wo es im Endeffekt eher so Beverly Hills 90210 mäßig abgeht, die Jugendzeit, die quasi dann endet in dem Moment, wo er sie freiwillig zum Dienst meldet mit ein paar Freunden. Genau, und dann gerade der Krieg mit den Bugs ausbricht und sie dann quasi an der Front kämpfen müssen ums Überleben. Genau, also die Front ist nicht auf der Erde, sondern die Front ist auf dem Planeten von den Bugs. Und sie greifen deswegen an, weil die Bugs einen Meteoriten, glaube ich, Richtung Erde geschickt haben. Mhm. Und dieser Meteorit, welche Stadt auslöscht? Buenos Aires. Ja, genau, Buenos Aires. Und da kämen diese Personen, also der Johnny Rico und dann dem seine Freund, die Carmen Ibanez und wie heißt der Neil Patrick Harris, der Charakter, der Carl, wo die so herkommen und im Endeffekt verfolgt man wirklich den ganzen Film über die Personen und die finden dann komischerweise immer wieder zusammen und werden ganz hochrangige Leute in dem Militär. Ein paar sterben, ein paar schaffen es nicht. Aber so wie es der Mike gesagt hat, man verfolgt praktisch die Leute an der Front. Und er dann Werdegang im Endeffekt vom Auszubildenden ja bis dann teilweise zum Obermufti. Jetzt weiß ich nicht, wie nennen sie es, wenn's der höchstrangige bist. Sergeant, keine Ahnung. Am Ende ist er Lieutenant, oder, der Casper Van Dien? Das kann's auch. Hohes Tier. Auf alle Fälle ist das Coole da in der ganzen, wie die Gesellschaft aufgebaut ist, sage ich jetzt einmal. Weil man ja im Endeffekt nur als Bürger gilt, wenn man gedient hat und bekommt dann auch bestimmte Rechte. Sie tun ja da quasi direkt unterscheiden zwischen einem Zivilisten und einem Bürger. Und das ist schon ziemlich cool. Also ich muss auch sagen, die deutsche Sprachfassung ist um einiges entschärfter und zahmer als wir die Originalfassung, die englische. Da wird ja zum Beispiel erklärt, in der deutschen wird einfach drüber geredet, über die Bugs und was weiß ich und über so, wie die sie ihr Auftauchen die Welt verändert hat, so ungefähr. Und im Original rennt's drüber, dass die Demokratie nicht funktioniert hat, dass das alles Chaos war und nur das Militärregime den eine Ordnung ins ganze System bringen hat können. Den Punkt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich übrigens ziemlich lustig, weil ich habe mir den jetzt für die Vorbereitung auf Englisch angeschaut. Und da ist mir das sofort aufgefallen, dass diese Unterscheidung gibt. Und zwar, da gibt's doch die eine Szene, wo es nur in der Ausbildung sind, wo dann alle erzählen, warum sind sie eigentlich da gerade und machen diese Ausbildung, wo ja jeder ganz andere Motive hat. Und eine sagt da zum Beispiel, ja, sie möchte gern Kinder haben und muss deswegen gedient haben. Oder die eine sagt, ja, sie will gern Richterin werden und halt da Verantwortung tragen und sowas. Ich finde, in der deutschen Fassung, da kommt ja diese Unterscheidung zwischen Zivilist und Bürger überhaupt nicht also zumindest da war es mir jetzt nicht aufgefallen, aber wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, ich habe mir den als dummer Jugendlicher immer wieder nur angeschaut und wollte nur die Ballereien singen. Und die Busen in der Dusche.
Ja, okay, und die Busen war dann nicht der Nebeneffekt. Aber in der Dusche, meine, also die Unterscheidung kommt nicht zum Tragen, aber in der Dusche, die Gründe, meine, die kommen im Deutschen auch so rüber. Da glaube ich, sagen sie es auch ganz normal. Sie sagen's so, aber es kommt nicht so rüber, dass aber die Unterscheidung wird nicht gemacht, die du vorher erklärt hast. Die wird nie wirklich thematisiert, das stimmt, ja. Was aber bei der Duschszene ganz lustig ist, habt ihr das gelesen, dass ja da erst ein wenig so, sie wollten ja damit auch sagen, dass alles ja gleich ist, also Gender Equality und scheißegal, drum gibt's ja keine geschlechtergetrennten Duschen, sondern alle in den gleichen Sarg rein. War aber zuerst recht ein großes Thema, dass jetzt jeder alle locker umeinander laufen sollen, bis die Dina Meyer, die wir aus dem Saw-Franchise kennen, zum Paul Verhoeven gesagt hat, ja, er soll sich doch dann auch mit ausziehen. Und der Paul Verhoeven hat gesagt, das ist überhaupt kein Thema und hat seine Hosen da fallen lassen, genauso wie der Kameramann, der Vacano, weil der ist sowieso in so einem Nudistencamp aufgewachsen und dann ist halt, damit sie sich dann alle wohlfühlen, sind alle Pudel locker da gestanden und haben die Szene gedreht, inklusive Kameramann und Regisseur. Ja, schön. Das ist cool. Gleichberechtigung. Das finde ich super. Da ist aber auch ein Filmfehler, also ein ganz markanter Filmfehler, habe ich gesagt. Also mir ist das selber nicht aufgefallen, ich bin da bei der Recherche drüber gefallen. Und zwar ist Johnny Rico, sein Arschbackern, die ist schon rot, bevor er einen Klaps gekriegt hat. Na. Also richtig übel. Dass ihm das nicht auffällt beim Filmdreh. Das heißt, dann hat er die ganze Zeit rumgrapscht, oder was? Ich weiß nicht, oder sie haben die Szene schon 20 Mal drauf und er hat 20 Mal schon einen Arsch versohlt gekriegt, ich weiß es nicht. Geil. Aber ich habe mir gedacht, ja, geil, das ist einer der besten Filmfälle, die ich jemals irgendwo gelesen habe. Oh Mann, voll super. Jetzt kann ich mir den Film nie wieder anschauen. Danke, Kani. Ich kann auch nicht mehr viel vornehmen, das ist total lächerlich jetzt. Cool ist, was ist. Was ich auch noch gerne erwähnt hätte, haben zwei richtig geile Schauspieler, und zwar der Michael Ironside, der den Anführer von die Roughnecks spielt. Den kennt man aus Total Recall mit dem Schwarzenegger, oder Turbo Kid ist er mit dabei, und der Clancy Brown, den kennt man eigentlich als Kurgan aus Highlander. Und ich finde die zwei Schauspieler einfach nur noch geil. Also die werden perfekt eingesetzt als die kaltschnäuzigen, kaltherzigen Ausbilder und Chefs für unsere Teenies. Oder boah, scheiße, Highlander, stimmt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, den kennt man doch noch aus no irgendeinem Film. Ja. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Stimmt, er ist der Böse bei Highlander, gell? Genau. Voll geil. Also zuletzt hat man gesehen in The Mortuary Collection, den kann ich übrigens auch jedem empfehlen, also ganz stark. Habe ich jetzt auf der Liste, der ist ja endlich auf Prime drinnen. Die haben zwar schon 1000-mal vor mir gehabt, aber ich hab's immer vergessen. Aber der Film, der strotzt eigentlich gerade so mit bekannten Gesichtern, der Starship Troopers. Corby, du hast, glaube ich, vorher schon Neil Patrick Harris erwähnt. Ja. Den kennen wir ja alle, dann der Seth Gilliam aus Walking Dead, der Priester, wo es jetzt zwar nicht mehr wieder heißt, weil mir die Figur eigentlich nur nervt, seitdem die eingeführt worden ist bei Walking Dead. Aber er ist auch dabei. Die Rue McClanahan aus Golden Girls ist auch dabei, die blinde Biologie-Professorin. Ah, okay. Und Dean Norris aus Breaking Bad, der Hank. Ja, genau. Stimmt. Also da bist du wirklich nur am Gaffen. Und es ist auch noch die Amy Smart dabei, die treffen wir später nochmal, zumindest der Corby und ich, wenn wir über Crank spatzen. Oh ja, die Amy. Die kommt leider viel zu kurz weg in dem Film. Das stimmt. Ja, also für mich hätte ja Amy Smart locker mit Denise Richards tauschen können. Unbedingt. Die geht mir jetzt auf den Sack. Jetzt lasst das mal in Ruhe. Na, die Denise Richards, ich weiß nicht, das ist so einfach ein störender Charakter, finde ich, weil der so gar nicht richtig da eine passt in die Welt. Der Amy Smart hätte so einfach einen Charakter gespielt, wo man sich denkt, ist mir vielleicht was Neues, und die macht jetzt auch nicht ganz so den, ja, wie soll ich sagen, hey cool, wir sind im Krieg, Grins-Eindruck. Mhm. Aber der ganze Film macht doch nur diesen, hey cool, wir sind im Krieg, Grins-Eindruck. So richtig heiß. Also Falle, der ganze Film handelt doch darum, dass sie es geil finden, dass sie in den Krieg kommen, und am Ende heißt es aber, oh mein Gott, wo sind meine Beine? Genau, die mobile Infanterie hat den Menschen aus mir gemacht, der ich heute bin, und dabei hat er dann keine Haxen mehr, der Typ. Das ist mega cool. Ja, genau, und kein Arm, der Arm feiert ihm auch noch der Geile. Naja, also sagen wir mal so, ganz freiwillig ist der Johnny Rico da wahrscheinlich, ja okay, ja, Falle, er ist schon freiwillig da rein, aber eigentlich aus ganz anderen Motiven, jetzt nicht unbedingt damit er dem Land dienen kann, sondern einfach nur, okay, meine ganzen Freunde machen das auch, mach ich halt dann auch mit. Genau, gell? Nur der Zeitpunkt war halt saublöd. Hauptsächlich wollte ich aber noch länger bei der Carmen einlunzen. Deswegen, das war ja sein Hauptbeweggrund, dass er da mit marschiert ist in die ganze Gaudi. Ja, und die macht gleich mal am Anfang direkt mit am Schluss. Aber ich glaube, die Nacht davor haben sie noch miteinander verbracht, oder? Also, einmal hat er noch dürfen. Wenigstens eben. Am Ende war es aber nicht genug, dass es rentiert hat, dass ich zu dem Affenverein dazugehe. Aber lasst uns noch ein bisschen vielleicht über die andere Rasse sprechen, die da drin vorkommt, und zwar die Bugs. Also für Simmer 90, muss ich sagen, sind das so richtig
geile CGI-Bugs. Also ich Voll. hoffe, es sind CGI-Effekte und es sind keine Puppen, weil er dann dreht das Ganze und sagt, das sind die miesesten Puppen, die ich je gesehen habe. Nein, das ist 50-50. Die haben da einiges an praktische Effekte hergenommen, wenn du die Viecher quasi in Nahaufnahme siehst oder nicht viel. Und bei den Massenszenen oder so direkt so Kampfszenen, da haben sie dann auf alle Fälle CGI. Aber ich sehe das genauso, das CGI ist unglaublich gut gealtert. Also der Film schaut für sein Alter top aus. Ja. Wirklich. Er war ja nominiert für die besten visuellen Effekte, also Genau. Oscar nominiert mit Jurassic Park 2 und Titanic, hat aber dann gegen Titanic einen kürzeren Song. Sauerei. Mein Frechheit. Gott. Die sollen einmal eher versuchen, der James Cameron, dass er so Bugs darstellt und nicht ein riesiges Schiff, das interessiert ja keinen Mensch. Richtig. Der soll überhaupt einmal schauen, dass er eins von seinen 800 Avatar-Fortsetzungen aushaut, bevor er 1000 Sachen ankündigt. Der Schweinsleffe. Das stimmt, der kündigt mir an, als dass er irgendwas tut. Genau so schaut's aus. Ey, in einer Avatar gibt's 5 Teile, aber er hängt seit gefühlt 15 Jahren am Herrichten für die Unterwasserszenen von Teil 2. Er legt mir doch am Arsch, dann mach ich nicht alles unter Wasser, wenn du es nicht auf 3 bringst, Ja. sondern trau irgendwas in der Luft. Unfassbar. Wahrscheinlich bei Instagram hast du sofort einen Filter drüber. Wahrscheinlich, ja. Das scheiße da 5 Minuten her, die Unterwasserszenen, da wärst du spitzen. Aber das stimmt schon, wenn die irgendwie Nahaufnahmen gehabt haben von den Bugs, wenn sie gekämpft haben. Ich glaube, da sieht man ja auch, dass das Puppen sind. Zumindest diese Münder oder was sind das? Mäuler? Keine Ahnung. Schnäbel. Scheren. Scherenschnäbel. Redst du von Schere, da muss ich an was anderes denken. Ich hab's gewusst, dass das kommt. Ja, aber je größer die Viecher werden, umso mehr werden sie natürlich dann animiert. Diese komischen Mistkäfer, die sind ja bestimmt animiert, komplett. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwo Puppen gemacht haben. Ja. Die geilen Käfer, die aus dem Arsch rausschießen. Ja, genau, diese Leuchtkäfer. Arschknaller. Ja, das ist ein anderer Film. Zum Schluss aussieht, der Brainbug, der ist, glaube ich, komplette Puppen, oder? Ziemlich feier auf alle Fälle. Nein. Das Gesicht, meine ich, oder? Was nicht? Wenn sie ihn da rausziehen, wenn sie ihn haben und so, wenn sie ihn rausziehen, da siehst du das auf alle Fälle, dass er CGI ist. Das ist auch das Einzige, was er wirklich ankreiden darf, weil das wirklich ein wenig wappelig ausschaut und ein wenig griffig. Aber wirklich, wenn es dann in der Höhle da sind und der seinen Stachel da ausfährt und richtig geil rumsappert, das ist auf alle Fälle alles praktischer Effekt. Genau, wo der Mund ausschaut wie eine triefende Vagina, aus der dann ein Penis rausfährt. Stimmt. Richtig Assi-Design. Kommt die nächste Meta-Ebene raus von dem Film. Ja, voll, oder? Ich glaube, Nein, der ich Korb bin ist sogar grad- leicht geil geworden dabei. Nein, ich bin gerade echt beruhigt, dass du das gesagt hast, weil beim ersten Mal, wo ich mit ein paar Kumpels von mir darüber geredet habe ich das auch, also habe ich die gleichen Vergleich gebracht. Das ist doch keine Vagina. Der hat kein Haar dumm, das geht nicht. Ich will warten da, vielleicht habt ihr noch nicht alle eine gesehen. Naja, 18, 19, ja, kann schon sein, dass das vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Ich meine, das ist ja ganz normal, dass da außenrum ein Haufen Augen sind. Ich darf aber da noch mit zum Doktor gehen, wenn es bei denen so ausschaut. Auf alle Fälle muss ich sagen, dass die Action auch immer noch voll geil ist und voll handfest inszeniert. Also das hat ja alles richtig Gewicht und spannend wie Sau. Und man muss auch dazu sagen, wenn jetzt der Paul Verhoeven da auch den Slogan hergenommen hätte am Anfang wird James Gunn bei The Suicide Squad, don't get too attached, hätte das genauso passt, weil es bleibt am Schluss von dem ganzen Ausbildungstrupp nimmer vorüber. Also sie gehen da hübsch konsequent ran und schmeißen da ein paar Leute ganz schön brutal in Schweinswolf, ja, in Fleischwolf rein. Ja, der altleidige Schweinswolf, ihr kennt ihn nicht. Ja, immer. Genau. Heute ist die Folge der neuen Wörter. Du merkst irgendwie immer, oh, der Charakter wird gerade viel zu sehr in Szene gesetzt. Bye. Aber das macht es halt dadurch natürlich auch abwechslungsreich. Also die ganzen Szenenwechsel, die wir da mit drin haben, die machen eigentlich schon einen Bock und tragen dann auch diese 129 Minuten recht kurzweilig dahin. Voll. Wo wir jetzt vorhin nur über die Effekte geredet haben wir zwar jetzt über die Bugs geredet, aber nur nicht über die Raumschiffe. Apropos Raumschiffe und Effekte. Zwei Themen. Haus aussehen. Zwei Themen, weil wir vorher gesagt haben, die Bugs sind alles, weißt schon, Animierte und Puppen. Kurze Entwarnung an alle Tierfreunde, die Kakerlaken, die zusammendrin wären, sind auch nicht echt gewesen. Das war alles künstlich. Also Peter, bleib ruhig, sitz dich Echt? Also wirklich, auch die in der Mitte war, auf dem Rücken Ja, genau. ist. Also, Hab ich nachgelesen, hat's geheißen, das waren auch alles keine echten Viecher. Und angeblich war auf irgendeiner Rückseite von so einem Schiff an der Brücke ein kleines Cameo von einem Millennium Falcon gewesen. Ist mir nicht aufgefallen, habe ja sonst nichts dazu gefunden. Hat das einer von euch gesehen? Null. na.
Null. Wenn es irgendeiner von unseren Hörern gesehen hat, dann möchte ich ein Beutel haben und, oder zumindest sagt uns bei welcher Minute, dass man nachschauen kann, weil sonst glaube ich es euch eh nicht. Ja, ich glaube, das hat der George Lucas erfunden, damit man einfach wieder ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt. Damit man mehr auf Starship Troopers schaut. Ja, genau. Ja. Aber jetzt darfst du über deine Schiffe schmerzen. Ja, die Schiffe sind nämlich Modelle. Das war alles, oder wie? Du kündigst das jetzt so groß an. Ich war schon. Jetzt, ja, genau. So, wow, echt krass, voll gut. Ja, das war's. Okay. Cool. Also sie haben Wert darauf gelegt, dass das handwerklich sauber abläuft, das Ganze. Sehr stark. Ja. Würde mich interessieren, wie viel man damals für CGI ausgeben hat müssen vom Budget. 12 €. Echt? Circa. Mindestlohn quasi. Okay, Ja. krass. Weil es die Linke nicht gewählt haben, und dann wären es 13 gewesen. Was auch noch ganz stark ist, das ist der Soundtrack vom Basil Poledouris. Finde ich immer wieder geil. Also der Soundtrack ganz stark, da sind Lieder dabei, da fährt dir die Gänsehaut auf, wo es dann auch wirklich manchmal in die Versuchung kommst, wenn dann die erste Landung auf Clindato ist, also das Lied heißt auch Clindato Drop, wenn die da alle landen und dann kommt die Musik dazu und dann rumpeln sie alle raus von den Raumschiffe, wo du sagst, ja, voll Krieg ist geil, ich möchte da aussehen und dann bam und super und Scheißen, dann, ja gut, Scheißen. und 5 Minuten drauf werden sie alle verhackstückt, aber wirklich die Musik dazu, das ist ganz stark. Der Poledouris hat auch den Soundtrack zum Beispiel gemacht von Conan, der Barbar und Robocop. Der Mann hat's drauf. Auf jeden. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass der Film auch auf einem Buch basiert? Und noch nicht. Nein, haben wir noch nicht. Aber das Haben wir noch erzählst nicht. du jetzt. Dann sagt's mir jemand. Du, Kani, sag einmal, basiert der Film auf einem Buch? Ich glaube schon. Wenn mich nicht alles täuscht, dieser komische Robert A. Heinlein. Ach, der Robert hat das geschrieben. Der Bertel, wisst ihr's eh. Der Heini. Ganz lustig auf alle Fälle, der Paul Verhoeven hat das Bierchen nicht einmal ganz gelesen, weil er gesagt hat, er war nach ein paar Kapiteln so gelangweilt und er ist halt das alles so, also das ist anscheinend doch ziemlich rechts angehaucht, die ganze Geschichte, also im Originalbierchen, nicht so satirisch und drum hat er dann seinen Drehbuchautor, Edward Neumeier, gefragt, wie schaut's aus, wie geht die Geschichte aus, verzeih's mir mal. Sie waren ja nicht von Anfang an, war sie nicht gewiss, ob sie die Rechte für das Bierchen kriegen, darum hat's im Drehbuch noch anders geheißen. Irgendwas mit sowieso, weißt schon, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der zuerst geheißen hat. Backhand at Outpost 9. So, jetzt genau, Backhand at Outpost 9. Und erst recht am Schluss Aber war das jetzt kein Witz? Hä? War das jetzt kein Witz? Nein, war es wirklich so. Ach so, also okay. so war der Geil. Arbeitstitel, bis sie dann die Rechte für Starship Troopers gekriegt haben. Und das war halt eben dann auch an Verhoeven sein Ziel, dass er da ein bisschen das eben dann so völlig überspitzt und satirisch darstellt, diese ganze faschistoide Militarismus-Kacke, die in dem Bierchen da so schön geschildert worden ist, das wollte der überhaupt nicht. Und deswegen ist halt der Film so geworden, wie er geworden ist, was er dann schon losgeht mit der ersten Werbung, die eingestrahlt wird, mit der Film losgeht, ich leiste meinen Teil. Und dann sogar die kleinen Kinder, oder? Ich leiste meinen Teil, was soll ich heißen? Mein Beitrag. Mein Beitrag, genau. Und dann sogar der kleine Bruno, wo es dann, alles ist nur Militär, das glaube ich sogar an ein Video von der Leni Riefenstahl angelehnt, der erste Werbespot mit den aufmarschierenden Soldaten und der Flagge und so weiter. Also der hat sich da schon ordentlich überspitzt an der ganzen Nazi-Thematik bedient. Man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, da wird in einer Szene wird auch mal von den Werbespots, da kommt ja auch mal die Hinrichtung, live im Web, da wo einer quasi am elektrischen Stuhl kommt. Da ist bei uns am Schulhof die Legende rumgegangen, neben American History X, das quasi das Randsteuerbeißen, dass da gibt's eine ungeschnittene Version und nur die ungeschnittene, wenn's dann sechst, wenn's den wirklich da am elektrischen Stuhl sitzen und der dann da grillt wird. Gibt's nicht. Ich sag's euch da draußen, gibt's nicht. Die Szene gibt's nicht. Schulhoflegende. Die Schulhoflegenden, die guten alten, ja. Hast denn du das mit 16 im Kino gesehen oder hast du die da schon heimlich vorher reingeschlichen? Ich kann mir das nicht merken, wie alt du bist. 14 war die. Aha! 14 war die. Und da ist der Film völlig zu Recht initiiert worden, weil sie so 14-Jährige ins Kino reingeschlichen haben. Ich hab nicht reingeschlichen, das war ganz offiziell. Nein, wir haben es vorher schon gesagt, der ist indiziert worden wegen so Deppen wie die Korbi, die gesagt haben, wohl voll geil, Alter, Nazis. Ich hab gesagt, voll geil, Alter, Action, nicht Nazis. Nazi-Action. Ja, durch die Blume hast du es gesagt. Nein,
Meine Tante war da immer cool drauf. Also die hat mir damals immer schon verzeiht von S und Tanz der Teufel und was passiert. Dann haben wir immer stundenlange Gespräche geführt. Ja, und dann haben wir halt hin und wieder miteinander ins Kino gegangen und dann habe ich den Trailer gesehen von Starship Troopers. Und allein schon der geile Schriftzug über nach jeder Szene The Ultimate Thrill Ride. Und dann die Szenen dazu zusammengeschnitten. Und ich wollte, ich muss den Film sehen. Und ja, und dann hängt er natürlich als 14-Jährige die Fotzen ganz brutal ab, wenn du sagst, ja, der ist ab 18, da komme ich nicht rein. Aber meine Tante hat gesagt, weißt du was, das kriegen wir schon. In dem Kino, wo sie immer geht, das ist quasi ums Eck bei ihr gewesen. Sie kennt die ganzen Leute, das passt schon. Ja, und dann war halt der Klassiker, sie geht allein an die Kasse, kauft 2 Karten und dann rauf im Balkon und dann da sauber den Film anschauen. Landau, oder was? Nein, in Deckendorf. Ach so, weil bei Landau hat ja auch einen Balkon gehabt, gell? Stimmt. Ja, so war das damals. Und dann gehst du natürlich am nächsten Tag mit ganz dicke Eier in die Schule und erzählst, dass du Starship Troopers gesehen hast, Alter. Da bist Keiner glaubt, jeder sagt dann, du hast ja gar nicht gesehen, wie der eine da putzelt worden ist. Das war dann wie die 2 Tage Pause, wo der Mike in der Schule nicht gehauen worden ist, weil da haben sie ein wenig bewundert und danach hat es wieder geheißen, scheiß Staatsler, Saute, Batz. Was interessiert uns heute noch Starship Troopers, du aber ich Sau. Okay, genau, Wochen später. Du bist wieder gestangelt worden, oder? Bist du mit gestangelt worden? Kennst du Stangen? Nein, bin ich nicht. Das war ich stark. Also ich bin auch nicht geworden. Was ist ein Stangen? Das machen sie bei Faculty, oder? Mit dem Elijah Wood. Stimmt. Da nimmst du, man nimmt praktisch mindestens zu dritt, muss man einen in den Tee heben, einen am Oberkörper, links und rechts jeder am Fuß und dann laufen mit gespreizten Beinen gegen eine Stange. Alter, was ist denn eigentlich los? Ja, wurscht, einfach ein hartes Pflaster. Ja, das war krass. Ja, da ist ein Menschenleben nichts wert gewesen bei uns in der Schule. Nein. Du bist froh gewesen, wenn du in die 6., 7. geschafft hast, dann hast du ein wenig so den Stand gehabt, dass du gesagt hast, okay, es kann was werden, oder du bist wieder unter der Radl gekommen, dann warst du auf einmal weg. Stimmt, ab der 7. Klasse waren wir nicht mehr 2 Klassen, sondern immer gerade noch eine, weil gar nicht so viel durchgekommen sind. Und dann haben ein paar so Legenden umgegangen, ja, der ist auf der Realschule gekommen oder so. Nein, er war auf einmal weg war. Weil irgendwann von den Saubauern da aus Richtung Wojersdorf auf eine Realschule gekannt. Oh, Kruzifix. Oh Mann. So, zurück zum Film. Ja, genau. Kani, wie viel Insiderwissen hast du denn noch? Ich nicht viel. Ich weiß nur, dass es anscheinend vom Regisseur Verhoeven sein eigener Lieblingsfilm ist von seinen Filmen. Echt? Glaube ich. Zumindest laut den lustigen Trivia-Facts im Internet. Weiß einer von euch, ob er sich dazu einmal geäußert hat, zum einen, wie er vielleicht die Fortsetzungen findet oder ob er es schade findet, dass er keine mehr gemacht hat? Hab ich jetzt nichts dazu gefunden und ich hab mich jetzt aber auch nicht so stark mit dem Thema Fortsetzungen auseinandergesetzt, weil, ja... Da wir ja wissen, wo es gekommen ist. Ich weiß auch nicht, ob es mir jemals wieder anschauen wird. Nein, und der Verhoeven hat eigentlich nie irgendwelche Fortsetzungen gemacht und die sind so, also Regisseure wie jetzt auch der David Cronenberg oder so, die hauen eher eine Filme raus, eher eine Statements und das war's, also da mit Fortsetzungen oder so. Wie gesagt, das Ende von Starship Troopers, war ja prädestiniert für eine Fortsetzung, aber das, was wir gekriegt haben, ist im Endeffekt am Thema vorbei. Also der Marauder, der 3. Teil, das ist ja ein Wahnsinn, der ist, weiß ich nicht, wie viele Jahre später gekommen und schaut dermaßen beschissen aus, also der sagst du mal, wie CGI aus der Hölle kommen kann und wie das dann ausschaut. Ja, und der 2., gut, den kann man jetzt als Blätter-Fan, kann man den noch schauen. Also das ist so im Endeffekt verzichtet der auf große Schlachten. Das ist ja so fast schon ein Home-Invasion-Film. Ja, und es blättert halt anständig, aber das ganze Weiterentwickeln von den Bugs, dass die quasi dann Menschen übernehmen können mit Sporen oder so Samen im Körper und so, also Müll, anders kann man es nicht sagen. Was ich gerade noch gelesen habe, jetzt weiß ich nicht, ob das von Paul Verhoeven selber Statement war oder allgemeines Statement, dass halt weil in dem Film sind ja die Menschen eigentlich gar nicht so gut, weil es ist ja so ein faschistoides System, das halt da schon wieder irgendwo einfällt und da eben alle verrammen aber es wird halt so dargestellt, als warten das die Guten, und in die Nachfolgefilme werden die Menschen eben dann immer mehr zu die Guten erhoben, obwohl sie eigentlich aus einem Faschostaat und System rauskommen. Und das, ich weiß auch nicht, ob das der Verhoeven selber war oder ob das irgendein Mitwirkender aus dem ersten Teil war, der gesagt hat, das findet er irgendwie, er meint, dass die Macher von die Fortsetzungen das nicht so ganz verstanden haben, was sie eigentlich sagen wollten. Die sind noch faschistoider als wie der Originalfilm eigentlich, oder? Ja, genau. Also das müsste richtig an Corby sein wieder richtig sein dann. Ja, genau. Ich bin absoluter Fan von den Fortsetzungen. Ich verstehe gar nicht, warum er den ersten so gemacht hat, wie er ihn gemacht hat. Furchtbar. Ja. So ein Bullshit.
Na, ich finde ja, also das Ende finde ich so krass. Also das fällt mir aber jedes Mal erst auf, wenn sie dann den Brainbug da aussitzen und wenn dann der Karl da hingeht und die Hand auf den Brainbug so drauflegt und dann ganz stolz sagt, er hat Angst. Ich spüre, er hat Angst. Und dann jubeln alle, wo ich mir dann denke, okay, gut. Und was habt ihr jetzt davon? Er hat Angst. Toll. Ja, also genau. Alle anderen auch. Und da hat er sein schönes Gewand, da schaut er so richtig aus wie SS-Offizier dann in seinem Mantel. Ja, voll. Da merkst du es dann wieder so richtig stark, dass das halt alles sehr ein bisschen eine überspitzte Fascho-Scheiße ist. Aber die Werbungen sind allein schon so geil ständig dazwischen. Wollen Sie mehr wissen? Das sollte man bei uns auch einführen. Ja, der kann man lernen, gell, aus dem Film. Das stimmt, ja. Ich sitze schon im schwarzen Mantel da beim Aufnehmen. Auf alle Fälle hat halt das Ganze, im Anführungszeichen ist der Film quasi damals bei der Prüfstelle als Pro-Militär quasi angeprangert worden, wo sie ist im Endeffekt total missverstanden worden. Das war, wie gesagt, 1999 war dann die Indizierung und 2017 ist er dann tatsächlich mit einer Freigabe ab 16 durchgekommen. Und das finde ich schon krass, weil er schon ziemlich brutal ist. Aber wie gesagt, das ist ja, die Gewalt geht halt einfach nicht nicht hauptsächlich von Menschen aus, aber halt, wie gesagt, vielleicht ist ja doch der Prüfstelle oder der FSK mal der Knopf aufgegangen und haben gesagt, vielleicht ist das doch mehr Satire als wir Verherrlichung. Ja, und die Kills, die sind ja auch so überzogen dargestellt, das ist ja schon fast comichaft. War denn der komplett indiziert oder ist der dann geschnitten nur ausgekommen? Na, der war indiziert und weg. Also da hat es nie eine geschnittene Fassung gegeben. Im Fernsehen hat es geschnitten gegeben, oder? Genau, im Fernsehen war er dann geschnitten da. Okay, das erklärt jetzt auch, warum ich dann vor einem Jahr mir gedacht habe, ich habe doch den Film 1000-mal gesehen, wieso habe ich da keine DVD davon? Okay, gut. Jeder von euch hat doch sicher schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gehabt, oder? Ja, schon. Das ist, dann wieso hätte ich blutest du schon wieder, oder was? Ich blute schon wieder, ja, nein. Dann hätte ich auffallen müssen, dass die Dizzy Flores, also gespielt von der Dina Meyer, eigentlich hätte überleben können, wenn der depperte Johnny Rico ihr den Stachel nicht ausgezogen hätte, weil man lernt doch immer, wenn man irgendwas eingestechen kriegt oder aufgespießt wird, man soll es nicht ausziehen, weil das Ding da drinnen der erst einmal nur als Stopselblät gesagt fungiert und ein wenig die Blutung stoppen kann. Ja, aber hast du gesehen, wie groß das Ding ist? Ist wurscht, habe ich nachgelesen, hat's geheißen, das ist ein riesiger Feller, dass praktisch das ganze Team, weil sie hat ja keine erste Hilfe und nichts gekriegt, das ganze Einsatzteam ist direkt schuld an der Dizzy ihrem Tod. Also ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, die sind alle nicht ganz so klug. K-L-U-K. Also gerade der Johnny Rico, der macht jetzt nicht den Eindruck, als wenn der irgendeinen Abschluss gemacht hätte. Aber das möchte ich jetzt gerade mal nochmal anmerken, dass er ein eiskalter Mörder ist. Johnny Rico ist ein Mörder. Mörder. Ja, aber ey, sei mal nicht best, der Stachel ist so riesig. Das hätte ich easy überstanden. Denn wenn ich die 14 Tag drin los, dann lebt's auch nicht. Also die hätten es nämlich in den Luke Skywalker Tank eingeworfen, wo sie Rico seinen Haxen zusammengeflickt haben, dann hätten sie auch zusammengeflickt können. Ja, aber bis die heimgeflogen hast, du also die ausgelaufen. Ach, Bullshit. Johnny Rico ist in Wirklichkeit ein Anti-Held und ein Mörder. Okay. Er war bei der Ausbildung auch verantwortlich, dass dem anderen Ruhm wegbolzt haben, oder? Das stimmt. Deswegen hat er es ja nicht bestanden, aber man muss aber auch dazu sagen, ich möchte fast behaupten, ich lehne mir jetzt wegen weit aus dem Fenster, aber das ist die beste Ausbildungsszene, militärische Ausbildungsszene seit Full Metal Jacket. Also klasse. Ich finde die auch ziemlich geil, was dann auch heißt, in einem Atomkrieg, warum muss ich da mit Messern werfen und so. Ja, pack die Hand an die Wand, Soldat. Ja, und dann schmeißt man das aber ein Messer rein und pinnt mir die Hand an die Wand und dann das geile Sanitäter. Ja, genau. Und im ersten bricht er nur einen Arm ab und was soll das eigentlich, dass dann die ganze mit scharfer Munition da oben anschießt und sie stromen und was weiß ich, das ist so geil übertrieben. Aber es passt zum Rest vom Film. Genau. Habt ihr es mitgezählt, wie viele Leute das sterben? Bodycount? Nein, sag's. Ich glaube 2 oder so. 100. Knapp, es ist auf alle Fälle jetzt 256. So, echt? Wow, stark. Und Bugs? Wie viele Bugs sterben? 6.500, glaube ich, circa. Okay, krass. 6.500 circa. Gut. Ja, grob geschätzt. Gut, mit dem können unsere Hörer arbeiten, mit den Informationen. Ich hab's bei den Explosionen, was schon mit den Bomben, wenn's drüber fliegen, da hab ich's nicht mehr ganz im Überblick gehabt, als ich Zeit hab. Unsere Hörer wollen jetzt keine erfundenen Zahlen mehr hören. Unsere Hörer wollen hören, was wir cool gefunden haben und was wir nicht so cool gefunden haben. Irgendwann weitere erfundene Wörter dann statt Zahlen, wie sind wir schon dabei heute. Und der Mike darf uns sagen, was er cool gefunden hat damals im Kino
und was er da vielleicht nur verbesserungswürdig gesehen hat. Was ich immer geil finde, immer geil finde, das ist die Szene, wenn da auf Clint Eastwood sind auf dem Außenposten und die Lage schon aussichtslos scheint und dann holen sie quasi Hilfe per Funk und dann der Michael Ironside nur einmal sein Quer durchlot und dann schreit, haltet die Stellung und dann kommt wieder diese Musik, Clint Eastwood Drop und dann haut's mir jetzt mit die Gänsehaut auf die Hände, alle schießen und die Bugs fliegen in lauter Einzelteile auseinander. Wow, ich hab sogar jetzt eine Gänsehaut, wenn ich es verzeih. Ich habe im Kino eine Gänsehaut gehabt und gestern beim Anschauen habe ich auch eine Gänsehaut gehabt. Das ist so eine geile Szene, wo ich wieder sage, Wolle Krieg ist einfach Wahnsinn. Nein, aber wie gesagt, ich liebe Starship Troopers und ich kann da wirklich nicht viel negativ sagen, außer wie gesagt, manchmal die ist am Ende mit dem Brainbug, dass der eher leidlich animiert ist, aber das ist schon wirklich Nörgeln auf hohem Niveau, weil der trotz allem super gealtert ist. Er funktioniert als Satire, als auch als Actionfilm und ich schaue mir den immer wieder gern an. Sehr schön. Sehr schön. Yes, weiter bitte. Dann, Kani, spuck's aus. Ja, mein Top ist das Zitat, das der Mike heute schon gebracht hat, wenn er sich einschreiben lässt für die mobile Infanterie und dann heißt es, mobile Infanterie, die hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und dann sitzt er da mit einer Armprothese und ohne Fiers, weil das einfach so sinnbildlich für den ganzen Film steht, wie brunstdumm diese ganze Militärscheiße eigentlich ist, wenn sie es so geil finden, dass sie irgendwo hinkommen und halt gar nicht kapieren, wo es einer eigentlich blüht, wenn es dann richtig rund geht. Und wo sie am angereiht ist, in meinem Fall das, dass er ein bisschen, ich finde ein wenig zu lang. Mir geht dann, irgendwann geht das Satirische ein bisschen verloren und es geht über in, man nimmt es nicht mehr so wahr, dann ist es halt einfach nur in Anführungszeichen nur, es ist immer noch geil und es macht auch Spaß. Aber den satirischen, bissigen Ton, den er hat, den verliert er meiner Meinung nach irgendwann und ist einfach nur noch eine Schießerei. Ich hätte gesagt, dass sie vielleicht 10 Minuten weniger oder eine Viertelstunde weniger gut da hätten. Okay. In meine Augen, weißt du schon. Mit Ketchup und Leberkäse. Dann fange ich mir umdraht an und sag mal, auf das hin, was du gerade gesagt hast, was mir nicht so gut gefällt. Also das, was mir wirklich weh tut, sind dann diese richtig, richtig schlechten Fortsetzungen. Weil ich habe das vorhin schon gesagt, das Ende, das da passiert, ist ja eigentlich offen. Also sie haben jetzt den Krieg nicht wirklich gewonnen. Sie haben halt jetzt diesen Brainbug gefangen und untersuchen den oder misshandeln den, besser gesagt. Und das finde ich halt so schade, dass man diese richtig geile Welt so toll inszeniert hat und aufgebaut hat und das nicht zu Ende bringen kann. Zumindest in die Fortsetzungen nicht. Also ich habe ja jeweils einmal gesehen und dann habe ich mir gedacht, das hat mal mit der Qualität von dem ersten gar nichts zu tun. Ja, und was ich ja cool gefunden habe, wie schon gesagt, diese Konstellation von der Welt und von der Galaxie. Mir ist das Faschistische an der Stelle mal mehr egal. Und das ist halt echt richtig geile CGI. Also für Simmer 90 Hut ab, nicht schlecht. Bringen manche Filme heutzutage schlechter hin. Ja, und natürlich nur das wichtigste Zitat, kein Mensch hat's von euch gesagt, wenn es dann den einen Typen untersuchen und er dann so umdrehen und dann, das ganze Gehirn weggelutscht. Ja, der hat wirklich aber einen Haufen so geile One-Liner drin. Also da, wenn du jetzt ein wenig rauslehnst, also da kann man jetzt eine Viertelstunde wahrscheinlich nur zitieren. Da hat er einiges Geiles zum Bieten. Ja, aber zitiere lieber mal unseren Triple Threat aus. Triple Threat, alles klar. Haben wir Titten? Yes. Massig. Ja, ich glaube, ich habe auch nicht gesehen. so ein kleiner Nippelblitzer vielleicht. Ein linke. Ja, ganz kurz. Immer außer mit der linken, ja genau. Haben wir mir Trompeten? Na. Leider nicht. Auch in der besagten Duschszene keine Trompete, schwach. Aber haben wir dafür tote Tiere? Ja. Wenn man die Bugs ja doch, und die Kakerlaken, doch. 600.000 circa, wie gesagt. Ja, man sagt einmal einen toten Hundling, wenn ein Ding zusammengeschossen ist. Ja, Gott, genau. Ja, stimmt. Ja. Wie heißt? Buenos Aires. Buenos Aires, danke. Kann ich mir nicht merken. Ja, da sagt man einen Hundling. Ja, und am Anfang dann sie auch einen so einen Bug in der Schule schon auseinandernehmen. Ja, oder die Kur, wo der Bug fetzt, dann, wo sie den Bug dann auf die Kur loslassen. Ja, genau. Aber das ist zensiert. Stimmt, dann passiert's nie. Nein, das ist nicht passiert. Stimmt, ja. Also sterben keine richtigen Tiere. Dann sterben keine richtigen Tiere, aber jeder, der mal Lust hat, einen Busen zum Senken, der kann da ruhig einmal reinschauen in den Film. Ja. Und alle, die mehr wissen wollen,
die machen ein Steady-Abo, die liken uns bei Facebook, die unterstützen uns einfach ein bisschen. Herz und so, positive iTunes-Rezessionen bitte und genau. Dann wird's auch Bürger, nicht bloß Zivilisten. Ne? Viva la Movilusion, Bürger. Also, mein Hut ab, das war jetzt nicht eine richtig geile Überleitung, sondern dann auch noch ein richtig guter Schluss. Ich glaube, das kriegt der Kani nicht hin. Glaub's auch nicht mehr. Na, da. Kani hat schon abgeschalten. Ich habe anscheinend die Einladung zu dem Endwortwettbewerb halt nicht gelesen, also. Ja, gut. Und sagt uns, was wir sonst so für Filme besprechen müssen. Ihr merkt schon, wir springen jetzt wieder ein bisschen. Wir haben jetzt fast alle Kinofilme der Welt, die jetzt momentan laufen, gesehen. Wenn es so gerade so war. Ballern das nach und nach entweder in die Warlex, die wir jetzt offenbar alle 2 Wochen rausbringen. Aber nur, weil der Korbi ständig im Urlaub ist. Ja, genau. Oder in kleinen, einstündigen Folgen raus. Ja, wir haben eine Liste an Filmen und die arbeiten wir langsam ab. Also, euch wird nicht langweilig und uns auch nicht. Trotzdem, wenn ihr irgendwas favorisiert mal hören wollt, dann schreibt uns das. Genau. Kani, möchtest du unseren lieben Hörern noch irgendwas mitgeben auf den Weg? Boah, ich bin bei dem Thema langweilig ausgestiegen, weil es mich gelangweilt hat. Ja, es ist leider so, Korbi, wenn du redst. Oh, okay, dann bringst du zu Ende. Ja. Was jetzt hat? Nein, der Mike hat das schönste Schlusswort gesagt, das kann ich nicht mehr toppen. Jetzt machen wir es nur noch wieder Peter Lustig, der was sagt, und jetzt abschalten. Servus, für euch, habe ich die Ehre. Tschüss. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Nicht mal beim besten Podcast der Welt halt. Beim besten Podcast der Welt. Nicht auf Glendatu? Das ganze Gehirn weggelutscht.